Das ist ein bisschen ungemütlich, dieses Parkbankerl da. Hat keine Holzbrillen drauf, nur das Eisengestell und halt hinten die Rückenlehne hat halt so ein verwittertes Holzbrell. Aber ist ja wurscht, mein Grund ist der, ich bin jetzt gerade da am Wiener Gürtel und ja, zwischen dem 17. und 18. Bezirk, aber das ist uninteressant. Mein Grund ist der, ich habe ein bisschen Liebessehnsucht nach meiner Ex-Freundin, weiß ich nicht, vielleicht magst du mich noch immer. Und ja, jetzt will ich den Brief da, was ich daheim geschrieben habe, vorlesen. Dauert nicht zu lang. Servus Biggie. Ich weiß, es ist heutzutage altmodisch, einen Brief zu schreiben. Aber ich bin jetzt Security Sheriff und da werde ich ständig überwacht. Ich darf kein Handy, kein Tablet-PC, kein Laptop, kein Notebook, kein E-Book, kein Computer haben. Nicht einmal eine Funkuhr darf ich tragen. Sicher ist das Arsch, total unelektronisch zu sein. Aber mein Job ist gut bezahlt. Ich krieg fast 2000 € brutto im Monat. Ich brauche nur für einen Supermarkt 6-mal in der Woche 12 Stunden stehen und etwa 3 schauen. Das fällt mir nicht schwer. So leibende Haken kriegst du nicht so schnell heutzutage, glauben wir das. Wurscht, wie geht's dir, Biggie? Warst du schon beim Arzt? Wegen deiner Vagina-Warzen? Weil das ist bei Frauen nicht normal, eine Warzen auf der Food oder in der Food haben. Ich weiß nur, dass die Knusperhex eine Warzen auf der Nase hat. Und eine verbrennte Lebkuchenpixel. Mehr weiß ich nicht. Scheißegal, wichtig ist, dir geht's halbwegs gut und bist noch immer geil. Ehrenwort, Biggie, wenn ich nächsten Sonntag frei hab, fahr ich schnurstracks zu dir mit meinem Dienstradl in das schöne Datzmannsdorf und wälzt dich wie ein fickriger Werwolf. Wälzt dich so lang, bis der Hexenwarzen aus dem Arschloch rausschaut. Du weißt doch, ich liebe dich. Was anderes. Wenn ich zu dir komme, will ich nicht haben, dass der Tasso da ist. Beim Budern will ich mehr Ruhe haben. Schick dein Wow zu deiner Nachbarin, zu der Irmtraut. Die steht auf Hundsbeeren. Ciao, bis bald. Das habe ich ihr gezeichnet da, ne? Der Biggie, ne? Das ist auch lieb, oder? Ja. Und in das Kuvert gebe ich dann eben diesen Liebesbrief. Ne? Scheiße, jetzt habe ich mir da Hurenswind verschissen. Da, an Biggie, ne? Kann man das gut sagen? An Biggie, an meine geliebte Biggie. Und das soll ich sein. Ne? Der Biervampir, ne? Der was jetzt Security Sheriff ist. Und eben 12 Stunden fast täglich am Supermarkt bewacht. Aber das Bier trinken habe ich nicht verlernt. Gell? Gut, eine schlechte Zeichnung, was? So, jetzt befinde ich mich direkt am Gürtel. Man hört es am Lärm, an die dahinbrausenden Autos, dahinjagenden, möchte gern Rennfahrer. Und jetzt gebe ich mein Liebesbrief auf, beziehungsweise werf diesen wunderbaren Liebesbrief in ein Postkastel. Ne? Ich hoffe, das auf der Ecke da vorne, ne? Rechts auf der Ecke, hat es früher eins gegeben, ein Postkastel. Ich hoffe, es gibt es noch immer. Ich werde jetzt dorthin schreiten, ob ich das Postkastel finde. Ich hoffe, es ist noch immer da.
Weil es war Arsch, wenn es nicht mehr da war. Ne? So, jetzt wird spannend, jetzt komme ich zu der Ecke da. Das ist ein Bierlokal auch da. Ich will jetzt nicht Werbung machen, aber nicht schlecht. Die Biersorten da drin. Und für wahr, ich habe ein wunderbares Glück. Das Postkastel ist noch vorhanden wie vor zig Jahren schon. Und da habe ich jetzt da. Aha, das ist vom Biervampir, ne? Man sieht das eindeutig. Ne? Ja, zu meiner wunderbaren Geliebten, der Biggie. Ne? Die Biggie, ne? Und das habe ich jetzt da ein, wird ein bisschen kompliziert sein. Ne? Ich will das reinwerfen da. Das muss man mal filmen, ne? Das Kuvert ist viel zu groß. Ne? Ich versuche das jetzt da gescheißen, das gehen. Huare und Bidami. Verschissen, das kriege ich gar nicht rein erst. Na. Ja, der ist ein ganz Tag nieder, der Liebesbrief dann, wenn der da drinnen landet. Scheiße, jetzt auch nicht wieder raus. Nein, ich gebe ihm direkt auf der Post auf. Gell? Also danke fürs Zuschauen.